im Vergleich von Mannschaftssportlern zu Individualsportlern. Wo Individualsportler sehr klar wissen, hey, es liegt nur an mir. Ich muss etwas ändern, sonst ändert sich nichts. Und der Mannschaftssportler kann sich erklären, ja, wir haben gewonnen. Ich habe ein Goal geschossen, das heisst, ich habe gut gespielt. Und dann hat er auch weniger das Bedürfnis, weniger das Verlangen, zum sich anpassen. Und ich kann mir vorstellen, dass dort Sportlerinnen und Sportler mehr Mühe haben, weil sie, vor allem im Leistungssport, einfach, es wird immer genau gesagt, Ja, du musst das so machen, du musst das so machen. Ich selber Ziel setzen, schürt sehr stark Erwartungen. Und eines der grössten Probleme generell, die wir haben, ist, wenn sich unsere Erwartungen unterscheiden von wie die Situation dann auch wirklich ist. Es gibt Konflikte zwischen Menschen, es gibt aber auch innere Konflikte. Und ich selber erwarte, ich müsste doch den Penalty machen können und ich mache ihn nicht. Und an dem scheitern dann nachher die meisten Leute. Setzt sich ja kein Ziel, der zweitbeste sein in Europa, oder? Das heisst, du hast jetzt 100'000 Kinder, die alle der Beste sein wollen, oder? Also dann werden ja Erwartungen nicht kollidieren. Ja. Also 99'999 sind Verlierer. Ja, es sind so viele Menschen, die in ihrem Alltag das Ziel setzen, ich möchte gesünder essen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte was auch immer das ist, und es wird nicht erreicht. Und dann redet man so fest oder so viel über die Bedeutung von Ziel, aber so viele Ziele bringen absolut gar nicht. Ja. Absolut gar nicht. Und dann hast du irgendwann mal kommst, und das werden wir nicht, weil wir sind keine buddhistischen Mönche, die das 18 Stunden lang machen. Aber irgendwann kommst du vielleicht da das Ding an und dann, wenn man die Kinder anschaut von diesen buddhistischen Mönchen, die den ganzen Tag meditieren, dann sieht man, das sind unglaublich glückliche Menschen. Die haben von der Welle her, von der Vernetzung her im Kern, sind die einfach auf das, sie sind einfach im Moment, sie sind auch präsent, sie sind glücklich. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind heute 3 Psychologen aus Zürich. Und zwar ist heute zu Gast der Kyle Warley. Herzlich willkommen zu Kopfchaos. Hallo zusammen. Neben mir hockt der Team, wie immer. Ich bin der Ivo und wir freuen uns auf die heutige Folge. Vielleicht mal, dass unsere Hörer und Hörerinnen ein Bild von dir haben. Ja. Wer bist du, was machst du und wie sieht eigentlich ein Alltag aus von einem Sportpsychologen? Also ich bin der Kyle Warley, arbeite als Sportpsychologe in Zürich. Zum einen selbstständig, habe meine eigene Praxis, wenn man das so nennen kann. Ja. Und zum anderen mit Verband, Verein zusammen. Und dementsprechend sieht mein Alltag so aus, dass ich entweder dieser Selbstständigkeit nachgehe, sprich ich treffe einzelne Kunden im 1-zu-1-Gespräch, das ist ein grosser Teil davon. Mache langweilige Admin-Sachen, bis hin zu Workshops mit Vereinen oder Verbänden. Und 40% von meiner Zeit bin ich im Moment beim Schweizer Fußballverband. Dort betreue ich unsere Futuro-Spieler. Das sind Talentspieler, die der Verband hat, wo man versucht hat, A-Nationalmannschaft anzuführen. Für die bin ich in der Leitung zuständig, betreue aber auch gewisse Einzelne. Ja, okay. Und in welchem Altersrange sind jetzt gerade die Spieler? Die Futuro-Spieler sind 15 bis 20. Ja. Der Prozess ist wie abgeschlossen, wenn sie rausgehen, also nicht mehr als das gesehen werden. Oder wenn sie die A-Nationalmannschaft erreicht haben. Also das können sie auch mit 17 schon. Der Mansambi, der Spieler, der in Amerika gespielt hat, der ist bei uns zum Beispiel drin. Und wenn der sich jetzt in der A-Nationalmannschaft etablieren würde, dann wäre der aus. Okay. Genau. Ja. Hat er dann aber weitere psychologische Betreuung? Einfach nicht mit dir? Oder ist er in einem neuen Programm dann für die Erwachsenen? Also bei ihm ist es sowieso speziell, er ist im Ausland. Wir haben 3 Spieler bei Freiburg. Die werden ein bisschen weniger direkt betreut. Aber meine Aufgabe ist eine andere. Es ist vielleicht mehr auf der Meta-Ebene. Meine Betreuung funktioniert so, dass ich die Spieler, die werden logischerweise beim Verein betreut. Die sind vor allem dort, haben auch dort das Talentmanagement, das für sie zuständig ist. Und wir beim Verband kümmern uns um ein bisschen vielleicht grössere Sachen. Sie kommen 2-mal im Jahr gehen sie auf Macklingen, zum Leistungstests zu machen, athletische Leistungstests, aber auch psychologische. Und dann tausche ich mich mit den Spielern aus zu den Tests, nachdem ich mich mit den Sportpsychologen dort austausche, zu Macklingen, die Tests gemacht haben. Schaue mit ihnen an, was sie arbeiten können. Wir haben dann oft, oder nicht oft, wir haben immer dann nachher Meetings mit den Vereinen, wo wir das
ihnen übergeben, irgendwie zum Beispiel Tipps oder was man machen könnte, um gewisse Sachen zu verbessern, mit ihnen besprechen. Dann schaue ich mit ihnen individuellen Sportpsychologen oder Coaches, die sie 1:1 betreuen. Weil es sind glaube ich, 20 Spieler, 25 Spieler im Moment. Es wäre schwierig, die alle auch noch in diesem Pensum zu betreuen. Genau. Und dann gewisse sind doch noch bei mir. Aber bei ihm ist jetzt so, Freiburg macht glaube ich ihre eigenen Tests. Also mit diesen Spielern habe ich weniger Kontakt. Im Ausland. Was heisst Tests? Also jetzt sportlich weiss ich, was Tests sind. Wahrscheinlich Ausdauer, Kraft, Mobilität, all das. Ja. Aber jetzt im mentalen Bereich, was sind das für Tests? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen müssen. Was testet wir? Ja, was testen wir? Ist immer schwierig, weil die Athletik-Guys, die kommen immer dort hin und die haben die Werte, 30 Meter, 0,01 langsamer als letztes Mal oder weiss ich was. Und das ist im 97 Perzentil im Vergleich zu den anderen. Und als Psychologe kommst du nie im Leben so genaue Daten. Ja, wir müssen uns zusammen mit der Sportpsychologin jetzt Macklingen überlegen wir uns das. Das ist vor allem ihre Vorarbeit, die sie auch über Studien und alles so belegt. Es geht alles von mentaler Gesundheit, das ist ein grosser Fokus. Das wird fast immer, wenn meines Wissen wird in den letzten Jahren abgefragt. Und dann hast du alles von intrinsischer Motivation, also Leistungsmotivation ist ein Thema. Kenntnis von mentalen Techniken, Tools, Umgang mit Druck, Fehler. Was haben wir sonst noch? Ja, und man rotiert, also es wird ein bisschen rotiert. Kommen immer wieder mal andere Tests zum Zug. Ja. Voll. Weil das ist halt ein bisschen schwieriger. Es ist Replizierbarkeit und dann lernst du einfach, wie der Test kannst besser ausführen. Ja. Und das ist einfach schwierig. Mega. Also ja. wenn jemand, der schon mal ausgefüllt hat, ein Jahr später wieder zu euch kommt, dann weiss er, was ihn erwartet und kann vielleicht besser abschließen. Genau. Und dort müssen wir schauen, dass man dem ein bisschen vorbeugen kann. Mhm. Ja, voll. Okay. Voll. Vielleicht auf einer Meta-Ebene, als Sportpsychologe, Ja. wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Was ist dein Ziel als Sportpsychologe? Also mein Ziel als Sportpsychologe ist, den Auftrag erfüllen vom Klienten, der zu mir kommt. Okay. Das kann irgendetwas sein. Es ist natürlich, wenn ich das Gefühl habe, dass das deckt sich nicht mit meiner moralischen Perspektive vom Leben, dann müssen wir ein Gespräch führen. Den Auftrag kann ich nicht annehmen. Aber sonst ist es der Auftrag vom Klienten. Also ich denke mir nicht aus, was er brauchen könnte, um besser zu werden. Ich sage mir nicht, du müsstest dich in dem Thema Selbstvertrauen verbessern, du musst mehr Selbstvertrauen haben. Sondern ich versuche sehr stark auf das einzugehen, was der Klient mir bringt, im Sinne von Auftragsklärung. Weil er braucht ja eine Motivation, eben so eine intrinsische Motivation, um an diesem Thema zu arbeiten. Aber was das nachher schlussendlich in der Arbeit selber heisst, ist, dass ich sehr viel Arbeit an eben Umgang mit Druck, Umgang mit Fehlern, wie sagen wir dem, resilient sein gegenüber Herausforderungen, die auftauchen. Selbstwirksamkeit ist ein riesiges Thema. Also vielleicht selber das Gefühl haben, ich habe einen Einfluss auf Situationen, nicht ich bin dem ausgeliefert und manchmal komme ich in den Flow und manchmal kacke ich hart ab und ich habe keinen Einfluss darauf. So Themen sind recht häufig. Ja. Das finde ich jetzt gerade ein guter Punkt, um vielleicht noch schnell eine Tür öffnen. So ein bisschen, ich meine, du redest jetzt von der Zusammenarbeit mit Spitzensportlern. Also ganz ein kleiner Teil von der Schweizer Bevölkerung, die in diesem Bereich unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, wenn es ums Thema Umgang mit Druck geht, Selbstvertrauen, Resilienz, das sind Themen, wo eigentlich alle Menschen davon profitieren können, wenn sie zum Beispiel eine sehr starke Resilienz haben für die Achterbahn vom Leben. Wie fest würdest du sagen, kann man das, wenn jetzt jemand den Podcast hört und halt nicht Spitzensportler ist, was die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, über die Themen, die wir werden reden, würdest du sagen, wie gut kann man das einfach in den Alltag auch transferieren? So dass es eigentlich einen Mehrwert bietet auch für den 0815 Hörer oder wo vielleicht 3-mal in der Woche geht joggen und dann vielleicht ab und zu noch geht ein bisschen schwimmen oder was auch immer so. Und trotzdem halt genau vielleicht auch so Sachen das Thema sind. Also Thema 1:1, die kannst du direkt anwenden. Da habe ich absolut keine Zweifel. Ja. Wir haben vorher besprochen, oder wir haben vorher noch vor dem Anfang darüber geredet, wie im Sport wird dir viel mehr aufgezeigt, wo deine Defizite sind. Und eben dann der 100-Meter-Finale an den Olympischen Spielen letztes Jahr ist um so viel entschieden worden und sind alle unter 10 Sekunden gewesen und alle innerhalb von dem und so. Also
die Sportler wissen oft sehr, sehr klar, wenn es nicht langt mental. Und im Alltag, wenn du in der Durchschnittsbevölkerung bist, dann hast du das vielleicht nicht so. Und darum, es ist viel mehr, ich glaube, der grosse Unterschied ist die Bereitschaft, an dem wir arbeiten. Das siehst du allein schon im Sport, im Vergleich von Mannschaftssportlern zu Individualsportlern. Wo Individualsportler sehr klar wissen, hey, es liegt nur an mir, ich muss etwas ändern, sonst ändert sich nichts. Und der Mannschaftssportler kann sich erklären, ja, wir haben gewonnen, ich habe ein Goal geschossen, das heisst, ich habe gut gespielt. Und dann hat er auch weniger das Bedürfnis, weniger das Verlangen, zum sich anpassen. Darum der grosse Unterschied in diesen Sachen von einer Person, die an einer Bank arbeitet, gegenüber jemandem, der Fußball spielt, ist nicht, dass die Prinzipien nicht angewendet werden können oder dass man sich in diesem Bereich nicht verbessern kann, sondern vielmehr, dass sie nicht bewusst sind. Sie werden weniger klar. Also dass Sieg und Niederlage im echten Leben nicht so klar aufgezeigt werden wie im Sport. Weil im Sport, eben, am Schluss heisst es gewonnen, verloren, vielleicht ist es unentschieden. Und das hast du halt im echten Leben nicht. Also im echten Leben, klar hast du vielleicht mal ein Projekt, das in die Hose geht, aber dort kannst du dann auch sehr gut erklären, ja, der Kontext hat nicht gestimmt oder ja, die Finanzen haben nicht gepasst, etc. Sicher nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, das ist ein grosser Punkt. Du hast sicher auch, also du eben, das Projekt findet nicht statt oder bekommst es nicht oder weiss was. Aber nicht in dem Ausmaß, wo es klipp und klar ist und dann nachher noch von Leuten am Fernsehen analysiert. So, hey, du bist voll schlecht gewesen, voll den Kopf verloren, schlecht mental und. Und jeder, der auf der Couch daheim sitzt, weiss es besser. Ja. Und macht irgendwie noch einen Post dazu. Definitiv. Ich habe auf ein Thema, wenn ich jetzt gerade darauf eingehe, mega gerne das vorher kurz antönt. Ja. Was ich mega spannend finde, ist so erstens Team- und Einzelsportler und dann Umgang mit Niederlagen. Also mal so generell Umgang mit Niederlagen. Und du hast jetzt das Beispiel gebracht, ich meine, ich mache Kampfsport. Wenn ich jetzt an einen Kampf gehe, als Beispiel, und ich verliere, ich kann niemandem die Schuld geben, außer mir. Ich kann vielleicht mal sagen, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe nicht gut gegessen, was immer noch mein Problem ist. Also ich kann niemanden dafür verantwortlich machen. Voll. Im Teamsport hast du die Möglichkeit, ich habe ja einen Assist gemacht jetzt zum Beispiel, oder ich habe meine Leistung gebracht, ich kann es nach außen geben, also die Begründung, warum ich verloren ist, im Aussen. Und jetzt, wenn wir das Thema so nehmen, Umgang mit Niederlagen, ist das hilfreich, oder kann man das so allgemein sagen, einfach als Externe sagen, ja, wegen dem und dem und dem hat es nicht geklappt, oder wenn ist es hilfreich, vielleicht dazu zu sagen, okay, was ist es bei mir gewesen? Und dann ist es vielleicht zu viel, alles bei sich selber zu suchen. Man könnte das sehr psychologisch werden. Es gibt ja so die Attributionsstil im Sinne von, ob ich etwas intern oder extern, also tue ich etwas mir selber zuweisen, die Schuld an dem Ganzen oder jemand anderem. Und habe ich das Gefühl, dass das etwas ist, was immer so ist? Oder wird sich das verändern? Habe ich das Gefühl, dass es in Zukunft anders ist? Da kann man sich so ein Viereck aufbauen, oder, was so 4 Felder hat. Wo entweder ist es, ich bin schuld, aber es verändert sich. Oder ich bin schuld, aber es bleibt stabil. Oder jemand anderes ist schuld. Und es wird sich wieder das nächste Mal verändern. Oder jemand anderes ist schuld und es bleibt stabil. Wenn man sich das dann nachher runterbricht und auf die einzelnen Felder geht, ist es ultra schlecht, wenn ich jedes Mal das Gefühl habe, dass die anderen schuld sind. Und das ist immer so, wenn mal ein Fehler passiert oder eine Niederlage passiert. Aber es schützt das eigene Ego sehr stark. Und das Gleiche umgekehrt, wenn ein Erfolg passiert und ich immer sage, es bin ich und ich bin immer so, dann ist es super für Selbstvertrauen. Aber führt vielleicht dazu, dass ich mich nicht selber verbessere. Also es ist nicht eine Ja-Nein-Antwort, es ist nicht so schwarz-weiß, sondern vielmehr, es kommt voll darauf an, das eine schützt mehr das Ego, das andere lässt dich vielleicht mehr wachsen, aber vielleicht brauchst du im einen Moment vielleicht mehr Selbstvertrauen und im anderen Moment musst du mal lernen und wachsen und besser werden. Wir tun das Modell unten in die Shownotes, falls ihr das noch bildlich braucht, um zu wissen, wo was angesiedelt ist. Dann findet ihr das noch, wir tun das unten rein. Merkst du grosse Unterschiede in den Themen? Ich finde das übrigens mega cool, dass du sagst, ich weiss nicht, was der Sportler oder die Sportlerin braucht, wenn sie zu mir kommt, sondern ich lasse mir sagen. Und die Themen, die dann die Leute bringen, und siehst du da einen grossen Unterschied zwischen Team- und Einzelsport? Oder kommt das sehr
also es kommt sicher auch auf die Person drauf an, aber siehst du, kannst du differenzieren zwischen im Mannschaftssport kommen wir auf die und die Themen und im Einzelsport kommen wir auf die und die Themen? Ich glaube, den Unterschied sehe ich mehr in der Tiefe der Themen. Okay. Nicht von den Themen selber. Also, gerade so Fußballer, die kommen so oft und sagen einfach, ich will mental stärker werden. Ja. Und können es gar nicht wirklich benennen. Können den Finger gar nicht. Das kommt dann bei Teenagern wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber sie, haben sie spüren es ein bisschen weniger. Mhm. Und Individualsportler kommen das mit so philosophischen Ansätzen und Tiefe und weiss ich was und selber schon ultra reflektiert, fast zu viel überlegt und so Sachen. Ich würde sagen, das ist der grösste Unterschied. Okay. Spannend. Was machst du lieber? Viel lieber individual. Ja. Individual. Also, das ist schwierig. Ich komme selber aus dem Fußball. Betreue immer noch einen Unihockey-Verein in der Lidl Unihockey Prime League. Das ist die NLA. Ja. Und Mannschaftssport finde ich viel cooler zum Zuschauen und auch zum aktiv machen. Dann ist es cool, wenn du jemanden betreust und dann siehst du die Sportart, bist voll investiert. Aber von der Arbeit selber sind die Individualsportler viel spannende Leute. Weil sie sich mehr mit sich selber auseinandersetzen? Mhm. Okay. Wir sind fast so ein bisschen, ich meine, das Psychologische grenzt in meinen Augen so als Philosophische. Mhm. So, was ist das Leben? Was ist mein Sinn? All das Zeug. Und in diesen Gesprächen kommst du viel mehr auch auf die Ebene. Viel mehr philosophisch. Viel mehr so, es gibt kein richtig oder das falsch. Es ist viel mehr, kann ich die richtige Frage stellen, damit sich die Person das besser erklären kann. Und dort kommen wir wieder zum Punkt, so im Sinne von Auftragsklärung ist so wichtig, weil wenn ich davon ausgehe, die braucht genau das, dann werden wir nie weiterkommen bei dem Ganzen. Und die Sportler kommen so oft zum Sportpsychologen in der Erwartung, dass es gibt so eine Wunderpille. Ja. Und dann nehmen die, oder? Und dann haben die das und dann gehen die wieder. Und dann ist das Problem gelöst. So, Ala, ich komme jetzt da hin, löse bitte mein Problem. Genau, ja. Ja. Und ich will, am Anfang frage ich, ja, wieso bist du zu mir gekommen und was können wir machen? Und dann wird etwas gesagt und dann sage ich meistens, und wie kann ich dich dabei unterstützen? Nachher heisst es immer, ja, Das bist du mir das sagen. Ja, sag das du mir, ich weiß das nicht. Und ich finde, das ist eine berechtigte Aussage. Aber wenn ich ihnen dann nachher sage, was sie machen, dann ist es wie beim Athletiktrainer, wo du das Ding abspulst und du willst selber nicht wachsen. Darum, auch wenn es mühsam ist, versuchen wir dann nachher über Fragen so zu erarbeiten, wie geht es jetzt dieser Person, was ist das Ziel, wo soll es hingehen und vielleicht auch, was sind die Ursachen dafür, wieso es dieser Person so geht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei Sportlern und Sportlerinnen schwierig ist, weil dir im Anwachsen immer genau gesagt wird, was du machen musst im Sport. Ja. Und jeder hat eine Lösung. Für eine Sprinterin ist es, ja, du musst jetzt die Übung machen, weil wir haben dort ein Defizit gemerkt beim Start. Für einen Fußballer ist es, hey, du musst jetzt ein bisschen mehr Ballkontrolle machen. Für einen Basketballer ist es, du machst jetzt einfach da ein paar Boxjumps und nachher kannst du hoffentlich höher gumpen. Und dann beim Psychologischen gibt es halt keine Standardlösung, wo wenn du A machst, wird B passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass dort Sportlerinnen und Sportler mehr Mühe haben, weil sie, vor allem im Leistungssport, einfach, es wird immer genau gesagt. Ja, Du musst das so machen, du musst das so machen. Voll. Ja. Was mich noch wundern du hast vorhin gesagt, dass du selber auch Fußball gespielt hast. Ja. Und jetzt noch im Unihockey aktiv bist. Wenn wir mal vom Profisport wegkommen und so ein bisschen in den Breitensport gehen, da gibt es ja, ich glaube, man wächst, oder vielleicht viele Kinder wachsen dann und denken, vielleicht wieder mal Profifußballer. Und irgendwann kommt dann die Realisation von, vielleicht lange jetzt doch nicht. Und es kann dann trotzdem aber der Ehrgeiz weiterhin bestehen, um zu sagen, hey, ich möchte trotzdem so weit kommen wie möglich. Und das kann manchmal im eigenen Verein sein, dass man sagt, ich will in der ersten Mannschaft spielen. Das kann sein, hey, ich will vielleicht sogar in einen anderen Verein, der eine Liga höher spielt. Ich spiele beim FC Hellberg und unsere erste Mannschaft ist in der Zweitliga. Alles mit Eigengewächs, was ich mega spannend finde, weil das ist, glaube ich, nicht so gang und gäbe. Und die arbeiten sehr eng alle miteinander zusammen. Und das ist aber halt wie auch, wenn du als Junior aufwachst bei uns, ist es wie, ich glaube, so in Reichweite, weil alles eigene Spieler sind aus dem eigenen Verein. Und wenn du jetzt müsstest so wie eine Guideline geben von, hey, auf was sollte man sich fokussieren oder was kann man machen, sportpsychologisch, wenn sich jetzt ein B-Junior sagt, hey, ich möchte in die erste Mannschaft kommen.
Und vielleicht gar nicht unbedingt viel weiter, sondern hey, ich will 2-3 Mal in der Woche trainieren, ich will aber dort gute Leistungen bringen. Was sind so Punkte, wo man sich kann sportpsychologisch darauf achten, dass man vielleicht davon profitiert? Also es ist mir fies, dass du angenommen hast, dass ich nicht Leistungssport betreibe. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also, das habe ich nicht gesagt. Nein. Also ich habe es bei weitem nicht, das ist schon gut. Ich bin wirklich schlecht im Fußball, das kann der Ivo bezeugen. Aber warte, wenn er das kann bezeugen, dann hast du genug gut gespielt, um dort zu spielen, wo er spielt. Das stimmt natürlich, ja. Ja, also das ist etwa 7 Ligen höher als ich. Ja, es geht, das war ja 2 Liga. Nein, ich spiele nicht, ich spiele in der 5. Liga. Aha, okay. Nein, ist ja ganz okay. Also wirklich, ich bin mehr destruktiv im Fußball unterwegs als konstruktiv, als Innenverteidiger. Der Abräumer. Ja, genau. Aber Ja. kann ich, finde ich sympathisch. Der Holzfuß. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also, was ich generell jetzt erstmal will sagen ist, es ist ultra schwierig, wenn man Kind 3 Ziele und Träume wegnehmen, oder? Also, das willst du ja irgendwie durch auch nicht machen. Ich glaube, das ist eine Altersfrage. Aber wenn jemand Astronaut werden will, dann sagst du dem 5-Jährigen noch nicht. Unrealistisch. Ja. Sondern du lässt ihn wie träumen und du lässt ihm dem Weg nachgehen. Und dann, wenn du aber auf den Amateurfußball runterbrichst und wie dort sagst, hey, du willst Leute begleiten, um nachher in dieser ersten Mannschaft zu spielen, dann will man sich wahrscheinlich überlegen, hey, was sind Werte, die getragen werden sollten von diesen Junioren, damit das in diesem Verein, in dem sozialen Gefüge funktioniert. Auch sehr ähnlich wie zum Beispiel in einer Firma, wo du dich fragst, was für Werte wollen wir unseren Mitarbeitern mitgeben, wo dann nachher dazu führt, dass die Mannschaft funktioniert, dass sie bleiben und. Und das wären wahrscheinlich Werte wie Loyalität, Authentizität, vielleicht auch, für was steht der FC Herliberg. Vielleicht ist es schöne Aussichten, vielleicht ist es, weiss ich was, guter Fußball. Gutes Bier. Ja, gutes Bier. und dann das nicht nur vorleben, logischerweise, gerade in diesem Alter Vorbilder sind so wichtig, aber auch verlangen oder Erwartungen haben an die Leute. Und du wirst immer Leute haben, die springen ab, die passen nicht in das Gefühl rein, aber du, ja, provokant gesagt, erziehst du sie auch ein bisschen auf dem Weg, oder? Und eben, das gibt genauso wie in der Firma. Aber du redest jetzt aus der Perspektive vom Verein. Ja. Und im Umkehrschluss kann man das einfach auch gerade umkehren und sagen, gut, wenn ich möchte, dann kann ich die Welt übernehmen, weiss, was sind Guidelines, wie wird gespielt, ich kann mich an denen quasi an dem Rahmen orientieren und wenn ich das mache, dann sieht es gut aus, dass ich mich aufschaffen kann, wenn die Leistung dementsprechend auch ist. Also das war jetzt eine Frage aus der Perspektive des Spielers, meinst du? Ja, also mich würde wundern, weil so, ich habe als Kind auch noch Tennis gespielt. Ja. Und leck bin ich mental abgehackt. Wirklich. Also ich kann nicht mit dem Druck umgehen. Ich habe nicht die Geduld gehabt, um einen Ballwechsel auszuspielen, sondern habe dann irgendwann gefunden, jetzt mache ich einen krassen Winner. Ja. Dann ist er meistens im Netz gelandet. Und ich habe mir so überlegt, so, hätte es einen Ansatz gegeben für mich dort als Kind, oder als Jugendlicher besser gesagt, wo ich mit Sportpsychologie in Kontakt gekommen wäre. Wenn jemand gesagt hätte, hey, wenn du mal damit anfangen willst, es gibt das Buch oder es gibt den Instagram-Account oder hey, fang mal einfach an aufzuschreiben, was nicht gut läuft. Dann habe ich das Gefühl, hat mich das recht abgeholt. Ich glaube, ich wäre dort so gewesen, okay, das ist jetzt ein Ansatz, wo ich damit starten kann. Weil ich glaube, so zum Reinkommen ist es einfach enorm schwierig. Weil es so, ja, auch noch nicht so verbreitet ist im Breitensport. Voll. Gibt es dort etwas, wo du sagst, hey, ja, mal, wenn ein Spieler, sagen wir 16, 17, findet, er will sich mal damit auseinandersetzen, dann wäre das eine Möglichkeit. Ja, dann kontaktiere deinen lokalen Sportpsychologen. Aber das ist ein guter Punkt. Höre ich auch sehr viel. Ist vielleicht der Grund, wieso du nicht Tennisprofi geworden bist? Ich glaube, da hat es auch noch andere Themen drin. Gut, okay, aber das ist eben das Herliberger Bier, wo ja, das wahrscheinlich. Ja. Aber es ist, glaube ich, sehr stark der Fall, dass sich gerade so Individualsport logischerweise, aber auch sonst in diesem Alter so mit diesen mentalen Themen zum ersten Mal auseinandersetzt. Und darum, ja, also die Antwort ist, es gibt so Social Media, im Internet gibt es noch nicht so viel, bin ich voll bei dir. Eben habe ich mal versucht, mit so einem TikTok-Kanal zu machen. Ich glaube, das ist schon auf sehr viel Zustimmung gestoßen, auch wenn es nicht optimal oder perfekt umgesetzt worden ist. Einfach weil Gewunder ist da, der Bedarf ist von da.
Aber der einzige Weg, den es im Moment gibt, ist zu jemandem gehen. Ja. Also Mentaltrainer, Sportpsychologe, Mentaltrainer natürlich schauen, dass er die richtige Ausbildung hat. Sportpsychologe, dass er dann wirklich ein Sportpsychologe ist. Und aber jetzt, wenn man das jetzt nicht hat und sagt, dann kann man das auch nicht leisten. Und ich bin jetzt auch nicht. Ich will im Sport weiterkommen, aber vielleicht will ich jetzt auch nicht davon können leben. Was sind so die 5 Hauptthemen, wo du sagst, die sind ein Must-Have für einen runden Sportler, wo man sagt, der deckt das meiste ab? Mental. Und bitte, es müssen genau 5 sein. 4 akzeptieren wir nicht. Ist eine lange Liste. Ja. Ich probiere es. Also das Erste, was glaube ich die Basis ist, die Grundlage von allem, ist eine gewisse Reflektiertheit. Zu verstehen, was mir hilft, zum besser werden, was mir hilft, zum gut sein. Ich nenne es in der Arbeit amigs so das Google Maps Prinzip. Bei Google Maps, wenn du irgendwo ankommen willst, zum Beispiel da oder an HB oder weiß ich was, dann brauchst du dein Ziel, den Ort, wo du hin willst. Du brauchst deinen Standort, dort, wo du jetzt gerade im Moment bist, und dann ergibt sich eigentlich der Weg meistens fast automatisch bei Google Maps. Und dann gibt es das Beispiel, wo du kein Internet hast. Die Gescheiten haben die Location so eingestellt, dass es dich gerade findet. Wenn du kein Internet hast, dann zeigt es dich auf der Karte in so einem riesigen blauen Kreis an. Und du weißt nicht, wo du bist im Moment. Und dann kann der Google Maps den Weg nicht aufzeigen. Und dem zufolge, wenn man das versucht, das sehr basic Modell auf den Sport anwenden, wenn ich als Ziel habe, ich will mental stark sein, ich will einen Penalty mit einer Überzeugung schiessen, dann muss ich aber auch herausfinden, was es jetzt im Moment ist, was mich davon abhält. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich in dem Moment? Ich bin überzeugt, dann ergibt sich meistens der Weg, in 95% der Fälle ergibt sich der Weg von allein. Die meisten wissen, okay, ja, es gibt mir vollen Druck, weil ich habe die Erwartung, ich müsste da einen Penalty, ich muss ihn machen, sonst hassen mich alle in der Mannschaft oder weiss ich was. Der muss er ableiten, okay, ich muss damit umgehen können, was andere von mir denken. Und. Der Weg ergibt sich dann relativ von allein. Okay, also wenn du eine gute Standortanalyse machst, wo du bist, ja. Also, und wenn du genau weißt, wo dein Ziel ist, der Weg ergibt sich. Ja, genau. Also so eine Reflektiertheit ist sicher die Basis. Ja, okay. Und ab dann kann ich mich selber in meiner Entspannung oder Anspannung kontrollieren. Für das gibt es zum Beispiel so Entspannungsübungen, sich können beruhigen oder so. Auch durch Atemübungen sich können auch wieder anspannen, Zielsetzung, damit ich mich fokussiert bleiben kann, dass sich auf dieser Skala bewegen, ist sehr etwas Wertvolles. Das kannst du in jeder Sportart brauchen. Also der gezielte Switch von Entspannung und Anspannung. Ja. Genau. Wie zeigt sich das? Also ist es, weil so, ich merke bei mir, ich bin jemand, der sehr entspannt ist meistens. Aber vor einem Fußballspiel in der Garderobe, ich weiß nicht wieso, also es ist 5. Liga, interessiert keine Sau. Ja. Aber ich zittere dort unten, es sieht niemand, aber ich merke es einfach in dabei. Wie geht man das an? Jetzt ich frage für einen Kollegen. Gut, der Kollege ist ja offensichtlich schon entlarvt worden. Also es gibt sehr, sehr, sehr... Also ich komme da mit Modell und so. Jetzt das ist gut, Wir verlinken einfach alles unten. Okay. Wenn ihr ein Modell sucht, wenn jetzt der Keil irgendetwas erklärt und es sind what the fuck, ich finde es in den Shownotes. Es geht um den optimalen Leistungszustand. Der Zustand, wo du drin sein willst, wo du deine besten Leistungen kannst abrufen. Auch wieder sehr eine einfache Kurve, was also umgekehrt zu U ist, im Sinne von unten dran haben wir die Anspannung. Je angespannter dass ich werde, desto weiter geht es rechts. Und oben dran haben wir unsere Leistungsfähigkeit. Also je höher dass ich auf dieser Kurve bin, desto besser spiele ich Fußball zum Beispiel. Und das ist das umgekehrt U. Das heisst, an den beiden Enden zu wenig Anspannung und zu viel Anspannung performe ich nicht. Ich werde entweder zu nervös, zu angespannt oder ich schlafe fast ein am Platz und probiere irgendwelche Sachen und ich komme nicht gut an. Und sich selber können auf dieser Kurve orten und dann Sachen machen, um sich entweder auf die Linksseite zu bewegen, also sich zu entspannen, oder auf die Rechtsseite zu bewegen, sich anzuspannen, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Dort kommen dann zum Beispiel Atemübungen ins Spiel oder es gibt andere Formen von Entspannungsübungen, Achtsamkeit und. Oder in die andere Richtung, eben man kann zum Beispiel auch
durch Atemübungen sich aktivieren und dann gibt es auch dort ganz viele Sachen. Also zum praktische Tipps können mitgeben. Ich weiß nicht, wie fest du dich schon mit Entspannungsübungen auseinandersetzen tust, aber in dieser Form eine Entspannungsübung anwenden, dort, um dich auf dieser Kurve ein bisschen mehr richtig im optimalen Zustand in der Anspannung zu bewegen, wäre so ein bisschen mein Tipp. Okay. Ich sage es meinem Kollegen dann. Also, und wenn du tiefer gehen willst, also das wäre oberflächlich Tool, mentales Tool oder so, und tiefer gehst, ja, wieso löst Druck das in dir aus? Wieso lässt du dich so stressen dort? Was ist deine Erwartungshaltung und. Okay. Auch das sagen. Und würdest du sagen, das ist... Weil ich finde, das ist so ein Thema, wo mich recht fest beschäftigt. Gerade das, so die... Ja. Weil ich habe gemerkt, wir haben alle geshootet. Du shootest immer noch. Und beim Fußball, ich habe das Gefühl, ich bin mir recht gut angespannt gewesen. So klar, vielleicht jetzt in einer Halle, Fußball, im Finalspiel, dann bin ich fast ein bisschen zu fest gewesen, oder? Aber so an einem normalen Match würde ich sagen, ich habe mich echt gut fokussieren. Dann, als ich aufgehört habe mit Shooten und angefangen mit Kampfsport, als ich in den Ring gestanden bin, ich bin auf dieser Skala in der Anspannung wahrscheinlich über ein Maximum gewesen. Also das ist gar nicht möglich gewesen. Ich bin so nervös gewesen. Also nervös, ich hatte Angst gehabt. Und ich habe dort wie so für mich gemerkt, ich habe immer so eine Strategie, wo so ist so, ja, eigentlich kann es ja scheißegal sein. Oder? Also ich muss mich jetzt da gar nicht reinstressen. Eigentlich kann es mir wirklich einfach scheißegal sein, weil ich verdiene mein Geld nicht mit Sport. Niemand interessiert es und das beruhigt mich eigentlich recht fest. Im Kampfsport ist aber so, wenn du zu entspannt bist, also weißt du, das ist dann Worst Case, du gehst K.O. Also du bist danach einfach bewusstlos auf dieser Matte. Also willst du ja irgendwie auch gar nicht so in die Entspannung kommen. Und da habe ich mich dann eben so gefragt, ja, habe ich, und mich hat es wirklich, also wo ich in dem Ring war, ich bin so weit gedacht, ich bin nicht funktionsfähig gewesen. Also meine Beine sind wie Baumstämme in dieser Matte rein gewesen, ich konnte mich nicht bewegen. Ist doof, wenn du auch noch kicken kannst, oder? Und da ist meine Frage, sind alle Leute, und das meine ich wirklich ernst, ich bin eigentlich ein Unterstützer von dieser Theorie, so, man kann sich als Mensch sehr fest entwickeln durch Neuroplastizität, also dass unser Hirn sehr anpassungsfähig ist. Aber gerade für so extreme Situationen ist es möglich, dass alle Leute sich in diesen Situationen wirklich, egal wie viel Zeit sie brauchen, aber gezielt können auf so Sachen einstellen. Und das meine ich auch im Spitzensport, wo so 3 Minuten trainierst, dass du nachher 100 Meter rennst. Und in dem Moment kannst du abprüfen, ist das eine generelle Fähigkeit oder gibt es eine High-Performance-Persönlichkeit? Ich glaube, ich bin sehr stark der Meinung, dass jede Person das kann, in diesem Ausmaß. Das Athletische mal beiseite. Ja, um diese Frage mal zu beantworten. Ja, okay. Ich glaube, das Spannende ist, beim Kampfsport ist natürlich, eben dort kommt das Element Angst mit rein, wo nochmal über die Nervosität hinausgeht. Trotzdem würde ich gleichzeitig behaupten, dass es sehr stark immer noch der gleiche Effekt ist im Körper. Das ist ja das Fight or Flight, wo der menschliche Körper hat, dass der Grundmodus evolutionär gesehen, der uns zum Überleben geholfen hat. Wenn jetzt ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gerannt ist, dass mein Körper alle Systeme, die mit Angst zu tun haben, aufgefahren hat und alles andere ignoriert hat. Und in dem Moment wird das System ja so stark aktiviert, dass es eben dann, hast du ja nichts anderes mehr im Kopf, man sagt sogar Fight, Flight or Freeze, also irgendwann mal, dass du dann nachher einfrierst. Und das können kontrollieren oder einen Einfluss auf das nehmen, bin ich überzeugt, kann jeder Mensch. Ja. Okay. Okay, gut. Also wir haben Reflektiertheit, den optimalen Zustand finden von Aktivierung und Entspannung. Wir sagen sicher schon mal gute Grundvoraussetzungen. Ja? Du willst schon noch 3 andere. Also wenn wir 3 haben, weißt, wenn, nein, sicher. Wenn die 3 Hauptdinge sind, dann top. Ja. Aber was würdest du sagen, ist jetzt noch wichtig für jemanden, der sich möchte, wirklich auch nochmal weiterentwickeln und sich Zeit nicht, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Früher hätte ich so voll gesagt, wow, klare Zielsetzung, sich also an dem können arbeiten. Mittlerweile bin ich fast ein bisschen spirituell so ein bisschen von dem weggekommen. Weil sich selber Ziel setzen schürt sehr stark Erwartungen. Und eines der grössten Probleme generell, die wir haben, ist, wenn sich unsere Erwartungen unterscheiden von wie die Situation dann auch wirklich ist. Das gibt Konflikt zwischen Menschen.
Es gibt aber innere Konflikte. Wenn ich selber erwarte, ich müsste doch den Penalty machen können und ich mache ihn nicht. Und an dem scheitern dann nachher die meisten Leute. Und darum, ich glaube, der dritte Punkt, wenn ich den so mitgeben kann, ist einen gesunden Umgang finden mit seinen Erwartungen. Also denen zuerst mal bewusst werden. Und wenn etwas mal anders eintritt, eine Flexibilität, eine Akzeptanz können zeigen, um mit diesen Unterschieden umgehen. Und da haben wir noch schnell Shoutout an unsere Folge 13 oder 14, wo es um das Thema Erwartungen gegangen ist. Okay. Ein bisschen, also eigentlich genau das, ja. Ja. Eigene Erwartungen an andere Probleme können entstehen. Aber das stimmt, im Sport sind Erwartungen riesig. Also über das haben wir gar nicht geredet in dieser Folge. Über Sport? Ja. Weil du hast, also wenn ich finde es immer wieder geil, wenn du an einem Fußballmatch bist, von so 10 Junioren und die mühsamsten, angespanntesten Personen auf dem Platz sind die Eltern nebenan. Wo so schlimm, und ich meine, das ist Breitensport. Du hast noch mit Profisport oder mit angehendem Profisport, Leistungssport mit den Kids zu tun, wo es wahrscheinlich noch extremer ist, wo die Eltern noch mehr Erwartungen haben. Dann irgendwann entstehen eigene Erwartungen an dich selber, wo du so bist, so, ja, ich muss ja irgendwie abliefern. Das stimmt, über Sport haben wir gar nicht geredet in der Folge. Ja, das stimmt. Aber gut, wir haben schon ein bisschen Erwartungen von Eltern und so geredet. Ja. Aber ich würde das im Fall nicht mal, einfach um das noch schnell klarstellen, im Fall auf die Leistung vom Sport selber kommt es nicht darauf an, wie dumm die Eltern am Spielfeld dran tun. Also die schlimmste Auseinandersetzung, die ich je gesehen habe, ist irgendwie 10 Junioren, 3. Stärkeklasse, Spiel zwischen dem 3. und dem 7. Platz, was so um nichts gegangen ist, wo die Eltern aufeinander losgegangen sind. Ja. Einfach so. Ja. Herrlich. Aber ja, der Sport bringt das sehr fest mit sich. Und eben, da hast du vorher geredet, die Kinder träumen, Jugendliche haben Ziele und all das Zeug. Und es setzt sich ja kein Ziel, der zweitbeste Ziel in Europa, oder? Das heisst, du hast jetzt 100'000 Kinder, die alle der Beste sein, oder? Also dann werden ja Erwartungen nicht kollidieren. Ja. Also 99'999 sind die Verlierer. Ja. Und das ist immer schon ein bisschen schwierig. Also, du darfst ambitioniert sein, willst irgendetwas erreichen. Aber ich bin wirklich mehr und mehr auf der Meinung, dass Ziele gar nicht so viel bringen. Ziele geben uns eine Richtung, sie geben uns vielleicht auch ein bisschen einen Sinn, das verstehe ich. Wenn man sie wahr kann setzen, dann ist es sehr gut. Aber alles rundum ist so viel wichtiger als unser Ziel. Das finde ich jetzt so spannend. Hätte jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Weil, ich meine, es gibt auch viele Richtige, die sagen, hey, Ziele sind mega wichtig. Aber was ich glaube, was im Sport vielleicht speziell ist die intrinsische Motivation, die sehr oft sehr hoch ist und darum ein konkretes Ziel vielleicht überflüssig macht. Oder nicht überflüssig, aber nicht so wichtig, sondern mehr der Prozess ist das, was entscheidend ist. Voll. Okay. Ich finde auch, der Prozess ist so viel wichtiger. Eben mit dem Bewusstsein, dass ich das vielleicht nicht so angehe, wenn ich nicht das Ziel habe. Aber der Prozess ist 1.000.000 Mal wichtiger. Der Ablauf, was mache ich jeden Tag, wie trainiere ich, mit welcher Einstellung trainiere ich, was ist meine Attitüde vielleicht, ist so viel wichtiger. Also als Beispiel, das ist jetzt allgemeine Psychologie, also mehr down your street. Man sagt doch irgendwie, das sind Zahlen, die ich greife die aus der Luft, aber habe ich auch schon gehört, habe ich das Gefühl. Kann man das nachschauen? Kann man das unten dran rein tun? Das können wir noch. Ja. Ist das so, von den wirklich allgemein gesetzten Zielen werden etwa 80% nicht erreicht. Und da habe ich im Hinterkopf zum Beispiel Neujahresvorsätze, aber auch ganz viele andere Sachen. Das heisst, du hast so viele Menschen, die in ihrem Alltag das Ziel setzen, ich möchte gesünder essen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte was auch immer das ist, und es wird nicht erreicht. Und dann redet man so fest oder so viel über die Bedeutung von Ziel, aber so viele Ziele bringen absolut gar nicht. Ja. Absolut gar nicht. Hey, ich bin voll bei dir. Also, aber ich sehe es ein bisschen, ich definiere es ein bisschen anders. Aber ich bin voll bei dir mit so konkreten Zielen. In einem Jahr will ich das und das und das. Kann zum Teil gut sein. Wenn es jetzt gerade im Sport finde ich so, okay, dann und dann ist der Event und dort will ich teilnehmen, so und so in dieser Verfassung, dass ich weiss, auf was schaffe ich überhaupt hin. Aber für den Prozess selber, und ich nenne es einfach Haltungsziel, oder? Und das ist nicht konkret,
das und das und das, sondern eine Haltung, die ich möchte in diesem Prozess haben. Meine Einstellung gehört dort dazu, wie möchte ich mich fühlen, wie gehe ich mit dem um und all das steckt eigentlich drin. Also auch so ein bisschen mehr Werte basiert. Also was sind meine Werte, die ich an den Tag lege, um an diesen Ort anzukommen. Aber der Ort ist relativ schnell klar, weil du einmal definieren, das ist das Ziel, dort muss hin. Aber der Weg muss nachher gut bearbeitet werden, also der Prozess. Und wir haben vorher über Selbstwirksamkeit, oder ich habe es vorher angetönt, was ich auf diesem Weg am absolut wichtigsten finde, ist Kontrollierbarkeit. Wenn ich mir das Ziel setze, ich möchte an diesem Turnier mitspielen oder ich möchte im 100 Meter im Finale stehen oder so, es gibt so viele Sachen, wo könnten dazu führen, dass das nicht passiert, wo außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und je mehr das etwas außerhalb unserer Kontrolle liegt, desto mehr ist es für Zufall. Es ist zwar ein bisschen Dopamin, weil es ist geil, wenn es passiert, es ist Glück, wow. Aber es gibt mir nicht das Gefühl, ich kann es beeinflussen. Und je mehr dass ich das Gefühl habe, auf dem Sportplatz, aber auch im Training oder sonst, dass ich einen Einfluss darauf habe, desto motivierender ist es, desto mehr habe ich Spass und desto weniger werde ich immer wieder mal mit Sachen konfrontiert, die mir Kopfzerbrechen geben, obwohl ich das gar nicht beeinflussen kann. Wenn ich mir darum zum Beispiel sage, in dieser Saison schiesse ich 12 Goal. Und der Trainer sagt, du bist jetzt noch IV. Zum Beispiel, ja. IV heisst, deine Verteidiger nicht invalid. Das stimmt, ja. Das ist ja wichtig. Aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Weil das kann ja auch dazu führen, dass du nicht erreichst. Ja, das sind logisch, Verletzungen. Ja. Also alle Formen von IV können dazu führen. Ja, das ist kein Goalschuss. Wie geht man mit dem Thema Verletzungen um? Ich finde das nämlich so spannend, wie unterschiedlich das Profisportlerinnen und Profisportler von Verletzungen zurückkommen. Es gibt die, und ich glaube, das lässt sich dann auf den Breitensport übersetzen, aber es gibt die Profisportlerinnen und Profisportler, die stärker zurückkommen, wo du irgendwie denkst, wo wie nochmal eine zweite Karriere haben. Und dann gibt es die einfach ein bisschen daran zerbrechen. Und die Unsicherheit einfach immer im Hinterkopf ist. Was hast du das Gefühl, läuft bei denen, die das schaffen, richtig? Also wo es schaffen, stärker aus dem rauszukommen. Was könnte dort passiert sein, dass das klappt? Ich glaube, es gibt auch dort logischerweise mehrere Ebenen. Um die Frage direkt mal beantworten, was die Sportler machen, die gestärkter oder die gut mit Verletzungen umgehen, ist fast, sie sehen ihre Verletzung, sie sehen die Reha als ihre neue Sportart. Das ist jetzt der Sport, den ich betreibe für die nächste Zeit. Ich arbeite jetzt an mir selber, ich mache meine Übungen, all das Zeug, und ich mache die so gut, wie ich kann, mit meiner Einstellung, wenn ich sie im Sport anwende. Das ist jetzt mein neuer Sport. Es braucht aber ultra Flexibilität, es braucht ultra Anpassungsfähigkeit. Und dort kommt die zweite Ebene mit rein. Das ist etwas, was man in der Sportpsychologie so die sportliche Identität nennt. Je stärker dass ich meine eigene Persönlichkeit aus dem Sport, also auf dem Sport basiere, desto mehr ist sie ja von dem abhängig. Und wenn ich den verliere, dann gehe ich, mein Konstrukt, meine Persönlichkeit geht weg oder geht zusammen. Und darum sieht man, dass Leute, die sehr starke sportliche Persönlichkeit haben, ultra Mühe haben mit Verletzungen, mit benched werden, mit Vertrag auslaufen und so. Und Leute, die vielleicht ihre Persönlichkeit auf mehr Sachen abstützen. Also so wie Familie und vielleicht irgendwie noch Interesse an Kunst. Und, ja. Ja. Die können viel besser mit solchen Situationen umgehen. Und darum, eben, das ist so die untere Ebene. Aber du kannst nicht jedem Sportler sagen, komm, geh mit dem um. Das wäre jetzt auch wieder ein Punkt, ein Sportler kommt zu mir, ja, wie gehe ich mit dem am besten um? Hey, Verletzung ist deine neue Sportart. und alles andere wird ignoriert, weil vielleicht hat die Person sich so fest auf... Ich meine, ich habe eine Amazon Prime-Doku gesehen bei Man City damals, so ein paar Jahre her. Und sie haben Sergio Aguero gezeigt, wo in diesem riesigen Haus ganz allein gewohnt hat. Und er hat gesagt, ja, ich habe nicht wirklich Kollegen. Der Ikea kommt damals vorbei und will spielen ein bisschen FIFA, aber sonst kenne ich niemanden. Und es ist einfach so sehr stark einfach nur Fußball. Krass. Nur auf das ausgelegt. Ich will jetzt nicht ihn diagnostizieren, aber so eine Person kann sehr stark einfach nur vom Fußball abhängig sein, was dann nachher sehr schwierig ist, weg vom Team sein und, weil dann... Das ist nicht mehr, ja. Genau. Gut, ich ziehe da jetzt sehr starke Parallelen zu den Leuten, die sich eigentlich nur über den Job identifizieren. Also ja. Ich bin der und der und der und dann kommen nur Sachen aus dem Job. Oder? Und dann, es kann blöd laufen und dann hast du den Job nicht mehr. Voll. Und dann
was bleibt von dir übrig? Ja? Und ich meine, du kannst dich verletzen und immer noch arbeiten, das ist dort wie nicht so schlimm, aber im Fußball ist es dann einfach, wie wenn du gekündigt wirst für 6 Monate, eine Art, oder? Weil du bist einfach weg. Oder das ist ein Burnout, das ist ja dann eine Arbeitsverletzung. Mhm. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen das Pendant dazu, ja. Und dort ist ja nicht, also Burnout ist ja an und für sich eine Erschöpfungsdepression, das wird jetzt viel. Ja, Aber du hast so viele Leute, die dann nachher irgendwann mal in eine Krise gehen, in ein Loch gehen, weil was mache ich jetzt? Ich kann ja meinen Job nicht mehr so in dem Ausmaß ausüben, weil ich in die Muster hineingefallen bin, die dazu geführt haben, dass ich Burnout habe. Und dann ist es wie so, was habe ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Ja. da möchte ich gerne noch schnell anhängen. Und zwar, du hast gesagt, eben so die Sportleridentität, die muss eigentlich, je breiter abgestützt meine Identität ist, desto besser. Aber vorher heisst ja eben die intrinsische Motivation und so der Fokus auf das. Ist das nicht manchmal auch genau der Konflikt davon, dass man wie als Voraussetzung, zum überhaupt an die Spitze zu kommen, eigentlich seine ganze Persönlichkeit auf etwas muss fokussieren. Und nachher ist eigentlich genau das Gegenteil, ist der Generation, also hilft dir wieder zurückzukommen. Oh shit, der hittet. Also Den finde ich heavy. Ja, mal. Ja. Mal. Es gibt ein Buch vom, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es heißt Sapiens vom Harari. Mhm. Ich bin sehr darauf bedacht, dass ich das Buch nicht als Bibel sehe, sondern es ist einfach seine Meinung. Aber Ja. ich habe etwas, was er sagt, fand ich sehr spannend gefunden. Und er sagt, Mensch sei gleich in Widersprüchen leben. Also, du kannst das Beispiel Social Media nehmen. Wenn ich auf Insta bin, dann ist es einerseits, wird von mir erwartet, ich habe so ein schönes Leben, ich zeige das, muss auch besonders spektakulär sein und so. Also sehr so die egoistische Perspektive, schau mich an, ich in den Vordergrund stellen. Und andererseits siehst du das ganze Leid von der ganzen Welt. Du siehst, was im Gazastreifen passiert, du siehst, weiss ich was. Und es wird sehr fest von dir erwartet, dass du altruistisch bist. Oder? Das Gegenteil. Du siehst alles, du musst bei allem Mitgefühl zeigen. Und dort lebst du einen Widerspruch. Wie fest mache ich das eine, wie fest mache ich das andere? Und das ist bei dem nicht anders. Wie fest gebe ich mich in etwas, wie fest gebe ich mir dort Mühe, wie fest investiere ich und gleichzeitig, wie fest bin ich balanciert. Das ist genau so ein Widerspruch, wo sich jeder Mensch damit konfrontiert fühlt. Dann kommt das langwierige Ding, aber es stimmt ja eigentlich auch, es ist ja Balance. Und dann sagen alle, was ist Balance? Ja, das stimmt für dich, so wie es für dich stimmt. Oder? Find deine Balance, wo du wie weißt, so viel kann ich reingeben, aber, und es ist noch gesund. Aber ich habe auch die andere Seite. Und dort kommen wir wieder zum Punkt, es gibt keinen Quickfix, es gibt keine kurzfristige Lösung. Es ist ein langfristiges Reflektieren, Erarbeiten, Ausprobieren, neu kennenlernen. Auf dem Weg zum Glück, auf dem Weg zum Erfolg. Ja. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich genau der Way, oder? Jedes Mal wieder können für sich herauszufinden, welche Balance brauche ich. Oder weil die Balance jedes Mal ganz unterschiedlich aussieht. Je nachdem, wo du gerade im Leben stehst, wird sich das auch verändern. Ja, total. Und du hast neu. Und darum hast du dann irgendwann mal, gehen Leute eine Zeit lang zu einem Psychologen und arbeiten an dem. Das ist die Form, wie sie daran arbeiten. Sie können natürlich auch selber Journal oder was, aber sie arbeiten an dem mit einem Psychologen, machen das sehr intensiv, wissen das dann nachher für ihre Lebensphase, das passt voll für sie. Und dann machen das 5-6 Jahre nicht mehr, weil das ist ja okay, es hat ja gelaufen. Und dann merkst du auf einmal, ja, das habe ich schon lange nicht wieder gemacht, ich müsste es mal wieder machen, es ist mir so gut da. Und dann merkst du, ja, es hat sich viel verändert, dein Leben ist neu, du hast einen neuen Job, neue Ausgangslage und wieder sich das Ganze sich neu darauf einstellen eigentlich. Und darf ich noch? Sorry. Das Ziel ist ja eigentlich von einem Psychologen, ob das jetzt ein Sportpsychologe ist oder ein Psychotherapeut, dass für die Phase, wo man jetzt gerade drin ist, was vielleicht schwierig ist, so viel lernt, dass man die Phase dann kann miteinander angehen, aber dass wenn in 5 Jahren wieder einmal eine Phase kommt, wo man sich neu orientieren muss, dass man es selber kann. Voll. Und ich habe so einen lustigen Comedy-Sketch mal gesehen, wo ich finde, es ist hure lustig, aber es stimmt eben auch. Wenn jetzt da ein Wasserrohrbruch ist bei dir in der Küche, du läutest am Handwerker an und er kommt und jetzt stell dir vor, er sagt dir, ja, da ist das Werkzeug. Ich sag dir, wie du es machen musst. Du bist so, nein, ich zahle dich, dass du mein Wäre aber Wasserrohr... krass. Oder? Oder wenn mit dem Auto genau das Gleiche. Du bringst das Auto und er sagt dir nicht, ja, schau, da ist das Werkzeug, da ist die Hebebühne, du kannst es selber fixen, ich zeige das. Der Psychologe macht eigentlich genau das andere. Oder du, Ja. er zeigt dir das Werkzeug und wie du es kannst brauchen, im besten Fall. Im besten Fall machen wir uns arbeitslos. Easy dumm.
Was mir jetzt noch vorher durch den Kopf gegangen ist, wir haben davon gehört, es kommt eine Verletzung oder es kommt irgendein Burnout, wo du temporär von dem Sport quasi weggenommen wirst. Mhm. Es gibt ja aber auch noch ein permanent weggenommen werden vom Sport, nämlich der Ruhestand. Mhm. Oder einfach dann, wenn du nicht mehr die körperliche Leistung kannst bringen, um auf dem Niveau zu spielen, wo du gespielt hast. Mhm. Und ich finde das sehr spannend, weil auch dort gehen sehr viele Leute daran kaputt. Du hast dann Leute, die sehr verbissen im irgendein Business starten. Dann hast du die, die vielleicht übergewichtig werden oder sogar in Drogen enden, weil ihnen wieder das etwas fehlt. Mhm. Gibt es Sportpsychologie für Ruhestand? Ja, es gibt sehr stark. Also ich habe mit einem eine Weiterbildung gemacht, Michael Schmid heisst er. Aha. Er tut zwar forscht sehr stark, Thema Karriereende. Oder hat, ich weiß nicht, ob es noch mal macht. Schreibt mir, falls es anders ist. Und dann gibt es eben auch, das wäre mehr Coaching, aber eben das Athletes Network, die konzentriert sich nur auf das, also fast nur auf das. Mittlerweile glaube ich ein bisschen breiter, aber auch sehr stark der Übergang in die Nachkarriere. Es ist ein riesiges Gebiet. Und jeder Sportler wird mit dem konfrontiert sein. Wie wahrscheinlich, das ist weniger mein Fachgebiet, aber der Ruhestand beim Arbeiten wahrscheinlich auch ein riesiges Gebiet ist. Und da kommt das Thema von Identität dazu, wo du vorhin angesprochen hast. Und das siehst du im Privatleben wie auch im Sport. Im Sport kommt es einfach ein bisschen früher und du kannst noch etwas Neues machen. Im Geschäftsleben ist es schwieriger, mit 65 dann zu sagen, ich definiere mich jetzt nochmal neu, wenn mein ganzes Leben einfach nur runter war. Voll. Und dort tun sich recht viele Leute schwer. Und da ist wieder die Ausgleichheit, die Balance, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist so entscheidend. Wo ich schon noch interessant finde, wie Leute mit dem umgehen. Und das, was du vorhin gesagt hast, wenn du in den Profisport willst, dann muss es irgendwo durch deine Persönlichkeit werden, deine Identität. Du musst so viel Zeit investieren, du musst alles geben. Und dann aber irgendwie in diesem Prozess musst du wieder lernen, dich davon zu lösen und neue Identitätspfeiler in deiner Persönlichkeit zu finden. Voll. Das finde ich, also das habe ich vorher noch gar nie bedenkt. Also fairerweise, wenn du jetzt willst, die richtig steile Karriere beruflich machen, geht es ein bisschen das Gleiche. Ja, fix. Also ich sehe dort absolut so die High-Performance-Jobs. Das hast du im Sport wie auch im Beruf. Ja, also wir haben gerade gestern eine Kollegin, sie ist Ärztin. Sie ist relativ jung. Die schafft 50 Stunden in der Woche bis 60 Stunden in der Woche. Und dann manchmal auch am Wochenende oder in der Nacht. Das heisst, du siehst deine Kollegen nicht. Da bleibt nicht so viel nebendran. Ja. Weil du musst ja irgendwann noch essen und hin und zurück fahren und dann irgendwann schlafst du noch. Oder? Und dann genau das Gleiche. Voll. Ja. Ist das ein Rat, den du würdest geben, um die Balance zu erreichen, die Identitätsaufstellung, von dass dort der Einpfeiler der Sport so zu massiv ist? Also beim einen Pfeiler oder generell seine Persönlichkeit weiterentwickeln, gilt, glaube ich, das gleiche Prinzip wie bei vielen anderen. Es ist ja außerhalb von seiner Comfortzone zu gehen, neue Sachen kennenlernen, erforschen, sich grundsätzlich mal Gedanken machen zu seinen Werten und ob man nach denen lebt. Das würde ich sicher sagen. Und dann beim Übergang in die Nachkarriere, in die Zweitkarriere oder in den Ruhestand oder so, ist es sehr stark, wenn man einen Plan hat, weiss man, dass es sehr viel hilft. Wenn man Begleitung hat, also wenn man jemanden hast, wo die Sachen, die aufkommen, auch teilen kann. Muss jetzt nicht professionell sein, aber es kann auch jemand sein. Ich glaube, es hat noch einen dritten Punkt gegeben, wo ich einmal irgendwo gelesen habe. Aber das sind sicher die zwei wichtigsten Sachen. So Begleitung und ein Plan, man weiss schon ein bisschen, was man macht. Das macht man zum Beispiel im Sport. Versuchen das so ein bisschen anzusprechen, genug früh, dass sie sich Gedanken machen. Vielleicht macht es eine Weiterbildung während dem Sport oder macht sich sonst schon ein bisschen Gedanken mit dem, setzt sich mit dem auseinander. Ja. Okay. Das sind riesige Identitätsfragen. Oder? Das ist wer bist du? Ja. Und dann oft auch der Druck. Ich meine, beim Sport musst du früh anfangen. Du kannst nicht mit 20 sagen, ich fange jetzt einen Sport an und dann bist du Profi. Und darum ist das auch fest geprägt von deiner Erziehung und deinen Eltern. Gibt es dort etwas? Weil wir haben vorher angeschaut, okay, was kann ein Verein machen? Was kann eine Person selber machen? Um irgendwie vielleicht eine Mannschaft höher zu spielen. Und ich finde, der dritte Aspekt davon sind die Eltern. Ja.
Was können deiner Meinung nach Eltern machen, um ihre Kinder zu unterstützen? In dem? Also das Wichtigste ab allen Sachen oder von allen Sachen ist dein Kind als ein Kind sehen. Dein Kind, wie heißt der Jerry, als der Jerry gesehen und nicht als Jerry der Sportler. Jetzt musst du dir vorstellen, von diesen Futura-Spielern, ohne dass ich sie gross outen, aber von diesen 20 Spielern oder so, die wir haben, 25, hat, glaube ich, jeder Einzelne hat sich im Fußball-Liebli als WhatsApp-Profilbild. Und das ist ihre Identität. Und wenn Weihnachten ist und sie gehen zu der Familie, dann werden sie von der ganzen Familie auf etwas angesprochen. Und das ist, wie läuft es im Fußball. Und dann wird das so stolz und dies und das. Und dann wird das ganze Umfeld schürt dir natürlich nur die Erwartungen und du wirst nur als das behandelt. Du kennst ja gar nichts anderes. Du wirst ja gar nicht mal etwas anderes gefragt. Hey, was hast du gestern gegessen? Oder ich weiß nicht, irgendetwas anderes. Aber wie läuft es in der Schule? Ist so knapp noch die zweite Frage. Aber darum als Eltern, die dem Kind die Freiheit geben, ein Mensch sein, unabhängig von der Sportart, auf das können eingehen, dort, für das Interesse zeigen, für das unterstützen, seinen Weg können zu gehen. Vielleicht auch ein bisschen herausfordern in anderen Bereichen. Willst du das machen? Also Fragen stellen natürlich, nicht sagen, du musst jetzt etwas anderes noch machen, aber das ein bisschen begleiten. Aber ich glaube schon, der Mensch sieht hinter dem. Und das ist auch sehr wichtig in meiner Arbeit. Also ich wäre völlig fehl am Platz, wenn Sportler zu mir kommen und ich gehe nur auf den Sport ein, erstens, und ich behandle sie nur als Sportler. Wir sind ja Menschen, die einfach auch etwas sehr gut können. Darum musst du mit ihnen als Mensch arbeiten. Und darum merkst du eben schon, bei Erwachsenen, bei Teenagern weniger, aber bei Erwachsenen so, die Hälfte von der Arbeit ist meistens etwas neben dem Platz, neben dem Gelände, weiss ich was, neben dem Sport. Das kann man mir gut vorstellen. Ich meine, dort können ja genau gleich Sachen oder Probleme entstehen, die nachher einen Einfluss haben halt auf ihre Leistung und trotzdem notwendig sind zum Besprechen. Ja. Mhm. Vor allem in dem Alter, wo einfach der Kopf auch noch nicht ganz... Also wenn der präfrontale Kortex, der für Entscheidungen und Emotionsregulation und all das verantwortlich ist, noch nicht ausgereift ist. Mhm. Ich meine, ich sehe das bei uns im Fußballclub. Das ist einfach, die Emotionen gehen wild. Mhm. Und sie haben wie nicht die Tools, um die Emotionen irgendwie zu regulieren oder zu kontrollieren. Nicht alle, aber viel. Mhm. Und dann irgendwie hast du mit 16 eine Freundin, dann verlate ich die. Was machst du denn jetzt auf dem Platz? Mhm. Und das ist schon noch... Ich finde es sehr interessant, die Herausforderung, weil einfach Sport ist ein Business und es ist eine riesige Professionalität dahinter. Mhm. Du kommst einfach aus Versehen mit 12 in das Business hinein. Mhm. Und oft wird von dir erwartet, ob von extern oder von dir selber, dass du mit deinem Business jetzt Business machst und irgendwie dich professionell verhaltest auch. Ja, und das ist ein Dreckex-Business. Das ist wirklich so viel. Also, der Sport ist wunderschön. Es sind Träume, es sind Wünsche, es ist alles, oder? Es ist voll etwas Cooles und ich glaube, darum boomt das ja jetzt mehr denn je mit ganzen Ländern, die investiert sind. Aber genau der zweite Punkt bringt dann nachher so viele blöde Sachen mit. Also sobald Geld im Sobald Spiel ist. viel Geld im Spiel ist, nachher Gier und eben Druck und all das Zeug, das du dann nachher irgendwie findest, so, boah, das ist eben auch sehr schwierig für dann nachher einen Teenager, der in das reinkommt. Ja. Vielleicht, wenn wir bei den Teenagern sind, so, ich meine, es kommt immer wieder, dass, also jetzt gerade im Fußball, aber dort sind wir jetzt halt einfach ein bisschen mehr daheim, aber ich glaube, in jeder Sportart ist das so, es gibt immer wieder so, das ist das Talent. 15, 16, brutales Talent. Und das gibt es ja auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich meine, es gibt einen Jamal, der einfach auf der Weltbühne ein Talent ist, aber dann gibt es ja in der Schweizer Ligen, wo das Niveau nicht ganz so ist wie auf der Weltbühne. Und wo man sagt, boah, das ist ein riesen Talent, oder? Da werden wir schon einen Vertrag, lassen wir schon früh unterzeichnen und so, dass der sicher bei uns bleibt. Was sind dort so wichtige Punkte, wo wahrscheinlich so, wie heißt das, sich der Spreu vom Weizen trennt, oder? Weil mit 17 es passiert noch viel, oder? Aber was ist dort so der Kern, der den Unterschied macht? Also erstens habe ich eigentlich, das ist fast ein bisschen heuchlerisch, ich bin beim Talentmanagement auch angesiedelt, beim SFV. Aber ich finde das Wort Talent, habe ich jetzt auch wieder ultra meine Mühe. Im Sinne von, es wird jemand, der auf einer gewissen Altersstufe gut ist, wird gerade als Talent gesehen. Und Talent impliziert, dass das dir gegeben worden ist. Oder dass das sind deine Gene und so und dann bist du einfach gut.
Dabei ist ja genau das andere wichtig, würde ich jetzt behaupten. Wie dass du dir die Sachen erarbeiten tust. Der Weg ist ein bisschen Nature-Nurture-Frage. Wie fest ist es dir gegeben worden? Wie viel hast du durch dein Leben bekommen oder erarbeitet? Und ich bin viel mehr auf der zweiten Seite. Also ich finde, Voraussetzungen, wo es dir erlauben, das können zu erarbeiten, eben das wäre dann noch eine intrinsische Motivation oder sonst eine Tendenz, einen Umgang mit Druck oder weiss ich was, wo du auch schon gelernt hast, von den Eltern mitbekommen hast. Das sind die wichtigen Punkte, als Psychologe natürlich. Ja, ein Athletiktrainer würde ich dir wahrscheinlich sagen, jemand, der schneller rennen und hochkumpeln kann. Ja, aber du hast in jedem Sport, außer vielleicht 100 Meter Sprint, aber du hast in jedem Sport hast ja Leute, ich meine, ein Messi, wo man immer gesagt hat, oh, der wird Schwierigkeiten haben, weil er ist zu klein. Ja. Wo man könnte sagen, der erfolgreichste Fußballer ist je. Die Ronaldo-Fans jetzt bitte nicht Hate-Kommentare schicken. Oder auch in anderen Sportarten. Ich meine, einen Steph Curry hast du auch. Hat man gesagt, ja, aber der ist viel zu klein, viel zu leicht. Der kann nicht leisten. Und die haben einfach wie ihren Weg gefunden, wie sie das nachher dann umsetzen. Und ich glaube schon, wenn du schaust, wenn all die absoluten Grössen vom Sport anschaust, ich nehme jetzt den Ronaldo als Gegenbeispiel, aber also einen Michael Jordan oder was wäre das? Tom Brady. Tiger Woods, Tom Brady oder so. Die haben ja, was sie sicher gemeinsam haben, die kommen von unterschiedlichen Ecken, die unterschiedlichen Quellen von dieser Motivation und so, aber die haben all den unbändigen Willen zum besser werden, vielleicht sogar auch an der Best werden, wo sie ankurbelt und wo sie lässt, trainieren und besser werden und lernen und wachsen und sich aussetzen in diesen Situationen. Und die Michael Jordan Doku, die auf Netflix ist, ultra eindrücklich, oder? Und fordern und weiss was, das ist das, wo dich, glaube ich, dort anbringt. Also der Wille, der Trieb, ja. Also wir haben vorher, bevor wir aufgenommen haben, noch darüber geredet, dass viele Profisportler und Profisportlerinnen vielleicht auch ein bisschen Knacks haben. Und ich finde jetzt, oder, wenn wir jetzt gerade über die Grossen reden, Michael Jordan hat definitiv einen Knacks ab. Also insane Typ. Aber es gibt die eine Szene in dieser Doku, wo er irgendwie sagt, er wird irgendwie beleidigt. Wo nicht mal wirklich eine Beleidigung ist, aber er sagt dann so, hey, und das ist genug gewesen, dass ich jetzt einfach den Hass in mir gespürt habe. Oder manchmal hat er sich einfach nur vorgestellt, wie sie das über ihn gesagt haben. Und dann ist er so, okay, das ist jetzt meine Motivation, um die jetzt zu schlagen. Ja. Was hat er? I took it personally. Oder ja. And I took that personally. Und dann, ja, irgendwie merkst du einfach, der ist ein bisschen Psycho. Oder auch ein Tom Brady, der einfach, ich glaube, der hat 7 Super Bowls gewonnen. 3 mehr als jeder andere. Einer mehr als jedes Franchise, also als jede Mannschaft. Die Pittsburgh Steelers und Patriots haben je 6. Und er hat halt als Person 7. Und auf die Frage, welches sein Lieblingsring ist, weil die bekommen dann am Schluss einen Ring, hat er immer geantwortet, der nächste. Und das ist so eine absurde Mentalität von, er ist einfach nie fertig. Und mit 45 ist er immer noch auf dem Platz gestanden und hat sein ganzes Leben dafür gegeben. Und auch nachher, ich meine, die Konsequenzen davon, nachher, relativ kurz nachdem er seine Karriere beendet hat, hat er sich geschieden von seiner Frau. Oder sie sich von ihm. Was dann dort gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber sie haben mehr Zeit miteinander verbracht. Ja, eben. Nein, aber es ist genau das, oder? Also wenn du so für etwas lebst und der hat einfach nur für das gelebt, dann leidet er einfach anders Zeugs drunter. Und ich glaube, ich habe mal so eine Geschichte gehört, dass er sich jeden Namen, weil er schon recht spät ausgewählt wurde, und sich jeden Namen vor ihm, jeder Quarterback gemerkt und dann immer unbedingt gegen das Team gewonnen, wo ein anderer Quarterback gewählt hat und so. Also auch wirklich so verbissen. Ja. Aber ist das noch intrinsische Motivation oder ist das etwas anderes? Oh. Das ist, also da wird man auch wieder philosophisch, was ist intrinsische Motivation, wenn ich ein Trauma erlebt habe und das mich dazu bringt, immer wieder, das wäre ja eigentlich auch intrinsische Motivation. Vielleicht auch nicht, ich weiß auch nicht. Also es gibt ja nicht die Definition, ich habe mal eine Arbeit schreiben über Motivation. Ja. Literaturrecherche ist das gewesen. Und es hat wieso keine Definition gegeben, es hat einfach mehrere Definitionen gegeben von intrinsischer Motivation. Ja. Und dort war wieso gewesen, man macht etwas um Tätigkeitswillen eigentlich. Also will man die Tätigkeit gerne macht man es und nichts sonst. Oder? Aber dort ist ja dann auch schon, ja, wenn ich joggen und ich mich nach dem Joggen gut fühle, ist es dann intrinsisch, weil ich freue mich ja eigentlich aufs Gefühl
oder dass ich nachher einen freien Kopf habe und meine Gedanken wieder sortiert habe, ist es dann noch intrinsisch. Darum, das ist immer so ein bisschen... Aber eben, das sind wir wieder beim Thema Psychologie und Philosophie. Es gibt in gewissen Themen einfach keine richtige Antwort. Man muss irgendwie für sich selber herausfinden. Mhm. Eben, ist es jetzt intrinsisch oder nicht? Wenn es dir hilft, dass du es als intrinsisch siehst und dich das motiviert, dann... Ich glaube, wichtig ist, dass es dir wirklich hilft. Mhm. Ich glaube, irgendwann wird es dann ein bisschen krankhaft, aber in gewissen Momenten kann es sehr hilfreich sein, um die Aktivierung vielleicht dann aufzubekommen, oder? Voll. Zudem das nutzen, was einem hilft. Du hast gesagt, wenn jemand zu dir kommt, dann fragst du, hey, was brauchst du? Ja. Wie kann ich dir dabei helfen? Jetzt haben wir von diesen Profisportlern geredet, die so einen Knacks in der Schüssel haben, die vielleicht ein bisschen die dunklen Emotionen nutzen. Ja. Du hast das auch erwähnt bei der Spezialfolge, dass wenn es da dreckig geht beim Laufen, dass du dann die düsteren Gedanken für holst. Würdest du das, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, man hat mir immer gesagt, ich schaffe das nicht, das ist eine grosse Motivation von mir, ich möchte da tiefer rein. Ja. Würdest du mir das empfehlen? Würdest du mit Fragen mich dazu bringen, dass ich verstehe, dass es vielleicht nicht nur Positives hat? Oder was wäre so was ist deine Meinung zu dem düsteren? Ich glaube, als Psychologe musst du dich immer fragen, was ist mein Menschenbild? Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, auch dort wieder, ich glaube, vielleicht, wenn man sich nicht regelmäßig mit der Psychologie beschäftigt, haben wir das Gefühl, ja, es gibt eine Perspektive, aber das gibt es ja nicht. Es gibt ja so viele verschiedene Arten, so viele verschiedene Richtungen. Man kann Freude, man kann weiss ich was. Und ich glaube, mein Menschenbild ist sehr stark eins, dass intrinsische Motivation im Sinn von für etwas, was Freude ist, Freude macht, wo etwas, wo weiterbringt, persönliche Entwicklung, dass das die stärkste Kraft ist. Das ist etwas, was ich immer wieder mal hinterfrage, aber das ist dort, auf das habe ich mich mal festgelegt. Darum, mit dem Menschenbild im Hinterkopf, bin ich sehr stark der Meinung, dass wenn ich an einen Punkt ankomme, wo ich aus purer, reiner Freude etwas machen kann, wo ich mich gefunden habe, wo ich mein Leben genau nach meinen Werten ausgelegt habe, wenn ich aufgehe, wenn ich etwas Schönes zurückbekomme, wenn ich etwas mache. Gut, das ist vielleicht extra, aber wenn das klappt, dann bin ich an einem Punkt, wo ich das meiste rausgeholt habe. Es ist eine eher, in meinen Augen, modernere Perspektive. Früher haben wir voll gedacht, oder früher, vor 10 Jahren allein schon, haben wir viel mehr gesagt, ja, Leute mit Migrationshintergrund, zum Beispiel besser im Fußball, weil sie haben mehr so den Biss und sie werden mehr geschliffen und man muss auch mal ein bisschen Dinge können durchsetzen, Ellbogen und so. Es sind dann nicht so viele Perspektiven. Genau. Oder gerade so eben in Entwicklungsländern, ja, sie haben halt nur Fußball. Nur Fußball, darum haben sie sich durchgekämpft und dann können sie es und so. Und ich finde, ich hoffe, es switcht auch ein bisschen heutzutage, dass eben so die Beispiele von einem Erling Haaland, der meditiert, der gesagt, Raw Dog, der Flug, ja, oder? sehr so achtsam im Moment sein. Oder mal, wenn ich ihn von außen erlebe, oder auch gehört, dass er sehr positiv ist mit seinen Trainern und sehr aus einem Hintergrund kommt, was sehr gesund ist und all das. Auch wieder fremddiagnostizieren sind wir eigentlich nicht. Aber dass das die moderne Perspektive ist auf einen erfolgreichen Athlet. Und dass früher in einem Umfeld, wo Emotionen keinen Platz haben, wo Tränen keinen Platz haben, dass dort vielleicht das Vorbildsmodell von einem erfolgreichen Sportler war, einer, der das abschlucken kann, durch das durchkämpfen kann und dann noch Erfolg haben kann, dass das der beste Sportler ist. Aber heutzutage bin ich mir der Meinung, dass es anders ist. Darum, um auf die Frage zurückzukommen, nein, ich würde dieser Person nicht helfen, auf die negativ eingehen, sondern würde wahrscheinlich mehr helfen, einen Weg zu finden, das aufzuarbeiten und mit dem umzugehen. Okay. Das ist gut. Du musst nicht in deine darken Gedanken reingehen von deinem Physio. Hast du dein Physio gewesen, Nein, oder? das war mein Sportarzt. Dein Sportarzt. Ja. Nein, aber ich meine, es ist, glaube ich, dort auch wieder so eine Frage von wie viel, oder? Wenn du es ab und zu hinführen nimmst. Aber wenn das dein Hauptantrieb ist, die 25, die vor dir gezogen worden sind, ja, dann... Und es kann schon ein starker Antrieb sein. Also ich meine, Konkurrenz allgemein. Ich meine, in einer idealen Welt sage ich einfach, ich möchte besser werden für mich. Ich möchte besser werden, als dass ich gestern war. In der Realität möchte ich besser sein als die anderen.
Und man muss auch dort, ich glaube, es ist ein Spektrum von, okay, wie fest tue ich mich jetzt mit anderen vergleichen. Cool. Aber das ist etwas, was mich enorm motiviert. In allem. Ob ich jetzt Fußball spielen, ob ich golfen, ob ich rennen. Mhm. In allem. Ja, das passiert ja automatisch. Ja, Also ich meine, das ist ja so geil am Sport. wir zwei Kinder können ist so geil. Ja, wenn wir zwei gehen rennen, sagen ja, wir rennen unsere Pace. Ja, ich will vor dir dort. Also so ist auch. Das letzte Mal, wo wir sind joggen, hast du gesagt, hey, wir machen heute einen Recovery Run, wir machen 6 Minuten Pace. Wann war das? Dort vom Triathlon. Ja. Und dann sind wir dort von der Ball in die Tiefenbrunnen, sind wir irgendwo Richtung Küsnacht oder so. Es ist etwa 1,5 Kilometer gegangen und du hast einen Pace von 4,30 und ich bin so gewesen, Bruder, Recovery Run wo genau? Ja, wenn du siehst, da kommt dann gerade das Ding bei mir raus. Nein, weil das sind ja auch, also das ist auch ein Wert, den man kann leben kann, oder so ein bisschen Wettbewerbsding und Kämpfen und so, das ist ja okay. Ja. Und jetzt kommen wir gerade noch, es ist eine Frage auf Insta gekommen, so wie wichtig sind Trainingspartner? Und ich finde, genau das ist eben mega wichtig, weil allein hätte ich wirklich einen Recovery Run gemacht. Ja. Aber ja wäre vielleicht besser gewesen. Willst du also sagen, ich bin ein schlechter Trainingspartner? Nein, es hat mich ja motiviert. Also ich finde das super. Ja, aber Recovery Run musst ja, du willst ja gewisse Schwellen nicht überschreiten. Ja, aber in dem Moment habe ich einfach schneller sein. Das ist ja, Recovery Run kannst du ja dann nicht bauen, wenn du Lust hast. Ja. Ja, ich weiss, also im Hobbysport. Aber einfach so, die Frage ist noch und Ja, zwischenmenschlich, also ja, es birgt Gefahr, Risiken und auch Vorteile. Das ist eben, es spornt an, es pusht. Auch wieder so langweilig an, so Psychologe antwortet, es kommt darauf an. Aber es kommt darauf an, wie das du mit anderen Leuten bist. Oder? Wenn du durch das sehr starken Druck verspürst, um immer besser zu sein oder nicht kannst relaxen, dann wird das ja in gewissen Situationen voll ein Vorteil sein, dann musst du immer gehen. Aber mehr können entspannen und 6 Minuten rennen wird ja schwieriger sein. Und ab und zu musst du es ja auch machen. Also, Ja. Ja, und ich glaube auch, so, es kann eben auch gefährlich sein, wenn du zum Beispiel einfach sagst, hey, du gehst mit jemandem ins Gym und du hast den Anspruch, dass du dort so viel drückst wie jetzt die andere Person, dann hast du einfach Verletzungen, oder auch schon nur beim Rennen, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt nicht mitziehen, dann kann das gefährlich sein. Was ich merke, ist, für mich ist der richtige Trainingspartner oder Partnerin mega wichtig, egal was ich mache. Speziell, wenn ich golfen gehe. Ich gehe nicht gerne golfen mit Leuten, die sich aufregen. ja, das verstehe ich. Es nimmt mir so viel Freude. Und was mir hilft, auch im Fußball oder auch beim Joggen oder was es dann immer ist, ich meine auch, wo wir uns für den Triathlon vorbereitet haben, das, was mir am meisten geholfen hat, ist einfach transparente Kommunikation. Wo also wir, über was? du und ich, wo wir schwimmen sind und ich sage dann so, hey, wie viel machen wir heute? Und du so, ja, kann ich so und so viel. Und dass ich dann transparent mich auch getraut, zu sagen, hey, ich will gerne ein bisschen mehr oder ich will gerne ein bisschen weniger. Und dass du wie dich auf dieser Meta-Ebene auch darüber unterhalten, hey, wie gehen wir als Trainingspartner miteinander um und wo birgt es Gefahren, dass wir miteinander trainieren, sodass wir über die Gefahren reden können. Eben zum Beispiel der Recovery Run. Dass ich dann, und ich habe es nachher dann auch angesprochen. Ich bin einfach nicht sicher, ob es ein Recovery Run ist. Ich glaube einfach, wir machen den Zone 2 Run. Bruder. Wir haben gesagt, wir machen den 6 Minuten Pace. Du hast schlussendlich einen 4 Minuten 30 Pace gehabt. Ich bin hinterher gehechelt. Nein, ich weiß im Fall nicht mehr. Also, Ja. ich finde unsere, wir haben das eigentlich echt gut miteinander. Ja. Nein, also ich finde auch. Aber weil wir auch so Sachen können ansprechen. Also es war wie so gewesen, hey, ich möchte das heute in diesem Training machen. Die andere Person kann sagen, hey, ja, ist gut, mache ich genau so. Oder sie kann sagen, hey, ich will gerne ein bisschen mehr oder ich will gerne ein bisschen weniger. Und dass du das wie dich auch traust, dass du nicht alles immer genau gleich musst machen wie die andere Person. Voll. Oder dass auch, wenn ich im Fußball bin ich doch relativ ehrgeizig und wenn ich merke, jemand ist vielleicht irritiert das die Person, dass ich dann auch sage, so, hey, einfach, dass du weißt, ich bin ehrgeizig, ich erwarte nicht das Gleiche von dir, du spielst dein Ding und ich spiele mein Ding. Aber das ist auch etwas, was ich lernen und immer noch am Lernen bin, weil ich habe lange den Ehrgeiz auf andere probiert zu projizieren. Ich habe wie gefunden, wir müssen doch alle so ehrgeizig sein, wir müssen doch alle so verbissen sein. Und das ist, ja, und ich glaube, dort ist Kommunikation wichtig, dass wenn du mit anderen Leuten trainierst, dass du dich auch getraust, um über so Sachen zu reden. Unterstützend und ich glaube auch ein bisschen fordernd. Ich glaube, das ist ja ist eine gesunde Mischung, wenn du kannst aber du musst es ja zusammen finden. Für Kommunikation. Ja. Also gerade, ich meine, eben, gerade im Einzelsport ist es etwas vom Coolsten, wenn du mit anderen Leuten das kannst machen, oder? Also ich meine, ich freue mich immer, wenn mein Bruder auch ins Thai-Boxen kommt und wenn er schreibt, ja, heute Abend können wir auch, ich bin so, eigentlich bin ich ein bisschen müde, aber es wird geil.
es ist etwas vom Besten, oder? Und im Fußball hast du es wie automatisch, weil du das Team hast. Aber wenn du kannst rennen, wenn du Thai-Boxen, wenn du keine Ahnung, golfen, ist eigentlich ein Einzelsport. Schwimmen, Voll. Gym, ist eigentlich... Ja. Also der Mensch ist ein soziales Tier, das heisst, wenn du Freude an dem hast, natürlich, wenn du extrovertierter, umso mehr, ist es echt cool, mit anderen Leuten Sachen machen, die Freude machen. Mhm. Voll, ja. Gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt nicht angeschaut, das wäre aber noch gut, weil du da etwas möchtest dazu sagen oder weil es ein wichtiges Thema ist? Ich bin überzeugt, die Leute, die jetzt zulassen, denken sich, oh mein Gott, das haben wir nicht angeschaut. Und wahrscheinlich werden wir es nicht anschauen, weil wir es nicht drauf kommen werden. Aber wenn wir etwas von diesen Sachen abdecken können, die wir heute noch nicht angeschaut haben. Ich glaube, ein Phänomen, wo ich generell sehr wichtig finde, ist vielleicht mehr psychologisch, kommt in meiner Beratung immer wieder mal vor, wird das Thema sein im Alltag, aber auch im Sport, ist der grosse Unterschied, und auch etwas, was mich nervt, das will's nicht, ist der grosse Unterschied zwischen jemand, der reflektiert ist, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, was sehr wertvoll ist, und Überdenken. Also Leute, die zu viel denken. Okay. Leute, die kreisende Gedanken haben, Leute, die grübeln. Und erstens könnte ich dir nicht sagen, wie oft dass Leute sagen, ich bin eine sehr reflektierte Person, ich mache mir viele Gedanken und dabei das Einzige, was sie machen, ist, sie haben einfach kreisende Gedanken ständig. Sie lösen sich nicht von einem Thema, sie kommen nicht vorwärts, sie machen sich unglaublich viele Gedanken, was auch wieder nachher so Anxiety auslöst, Stress auslöst, wo in meinen Augen weder gesund ist generell, noch förderlich ist im Moment. Im Sport zum Beispiel gar nicht. Dort willst du möglichst versuchen, im Flow sein, im Moment, wo du deine Leistung kannst abrufen. Und das Bewusstsein aufbauen, wann bin ich am Grübeln, wann bin ich auf in meinen kreisigen Gedanken und kann mich nicht von einem Thema lösen und wann bin ich wirklich am Reflektieren, finde ich ultra, ultra, ultra wichtig. Und je mehr ich das kann unterscheiden voneinander, teils vielleicht sogar sehr aktiv mir Zeit nehmen, wenn ich Gedanken mache, dann reflektiere ich, dann tue ich mir zum Beispiel meine Gedanken aufschreiben, ich tausche mich mit irgendjemandem aus, was auch immer, vielleicht rede ich mit meinem Hund. Ich finde eine Methode, wenn ich das machen kann, die zielführend ist, was vorwärts bringt. Und alles andere an Gedanken ist in meinen Augen provokativ gesagt unnötig. Bringt nichts. Und das können unterscheiden und das dort können in diesem Moment dann nachher eben über zum Beispiel Meditation, Achtsamkeit, können mehr im Moment sein, leben, wahrnehmen, anstatt einfach nur denken. Ich glaube, das ist ein ultra, ultra wichtiger Unterschied und das betrifft jeden und jede. Ich bin mich jetzt gerade am Hinterfragen, am Reflektieren. Nein, du bist einfach am Denken. Nein, ich bin jetzt gerade am darüber nachdenken, ob ich manchmal grübele. Also ich bin fix immer am Grübeln. Also immer, aber viel. Das ist voll fies. Also jeder Mensch grübelt. Das ist etwas Menschliches. Ja. Aber Man ich kann es finde nicht jetzt die Unterscheidung von dir, weil es ist sehr nah beieinander. Oder besser gesagt, man kann sich selber sehr gut anlügen und sagen, ich bin jetzt gerade am Reflektieren. Aber eigentlich bist du am Grübeln. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es Situationen gibt, wo, also gibt es garantiert, aber ich finde die Unterscheidung jetzt noch geil. Und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es eine Reflexion gibt, die förderlich ist und eben sogenannte Reflexion, die aber eigentlich Grübeln ist, die dich sehr fest aus dem Moment rausnimmt. Mir ist wichtig für die zuhören, dass die Erwartungshaltung nicht ist, man darf nicht grübeln, natürlich nicht. Und dass man so trennscharf kann sagen, das ist es gewesen und das ist es nicht. Das ist mir sehr klar bewusst. Ich glaube mehr, wenn man die beiden Enden von dem Ganzen nimmt, finde ich sehr wichtig, dass man die unterscheidet. Das in der Mitte, dass man dort ab und zu mal so ein bisschen, manchmal geht man das eine, manchmal ist das andere, das ist ja ganz okay. Das ist ja sehr menschlich. Ja. Wäre es so ungesund zu erwarten, dass man das nicht hat. Aber die beiden Enden, wenn man wirklich die Leute, die sich sehr stark einfach nur einen Kopf machen zu etwas, aber das Gefühl haben, dass sie das reflektieren oder umgekehrt, ja, es ist auch wichtig, dass man die unterscheidet voneinander. Es gibt Gedanken gleich nicht Gedanken. Ja. Nicht gleich Gedanken. Das finde ich ein gutes Thema, das wir noch nicht angeschaut haben, das du jetzt noch nicht gebracht hast. Was? Hast du noch etwas? Eine letzte Frage, die ich einfach gerne noch würde. Nein, und du hast es ja gerade im Abschlusssatz, hast du es auch noch reingenommen, Thema Flow. Ja.
Und jetzt wirklich spezifisch über, wir haben den Flow schon mal angetönt in der 10. Folge, wo es um positive Psychologie gegangen ist. Aber jetzt wirklich so spezifisch im Sport, und es muss jetzt nicht Spitzensport sein, sondern einfach auch fürs Training oder für Wettkämpfe oder wo, so ein bisschen im Alltagsding. Was sind wichtige Sachen, wo man darauf achten kann, wo man gezielt kann, vielleicht etwas anderes machen, um in den Flow zu kommen? Also, Flow ist völlig im Moment können sein. Können sich voll und ganz auf etwas konzentrieren, ohne dass man zum Beispiel abgelenkt wird. Auch wieder provokativ, das habe ich so 3-mal gesagt, aber so ein bisschen harsch gesagt, ist es im Moment sein. Es ist Leben, provokativ gesagt. Also es ist einfach nur im Jetzt sein. Das heisst, wenn ich an all die Situationen denke, wo der sich dann natürlich ergibt, ist, ich fahre eine Achterbahn durch, ich mache ein Geschenk auf, meinen ersten Kuss oder weiss was, bin ich im Moment. Ich bin eingenommen von dem Ganzen und ich mache das einfach. Im Sport versuchen wir möglichst das anzukommen. Wir versuchen in dem Sinn zu leben. Und wir haben den Mechanismus, unsere Gedanken, die uns aus dem rausnehmen. Unsere Gedanken sind ein überlebenswichtiger Mechanismus. Der Mensch ist nicht das schnellste Geschöpf auf der Welt, das ist auch nicht das stärkste. Aber wir können nachdenken, wir haben die Fähigkeit entwickelt, über die Zukunft können Gedanken machen, ob jetzt etwas eintritt oder nicht und von was muss ich Angst haben und all das Zeug. Und das kommt uns oft in die Query, wenn wir einfach am Machen sind. Und im Sport ist das Ziel, möglichst oft können im Moment sein, möglichst mit diesen Situationen können umgehen, wenn Gedanken auftauchen und mich ablenken. Und wieder voll und ganz sich auf das konzentrieren, was passiert in einem flüssigen Zustand, wo es wie auch okay ist, wenn mal etwas nicht so kommt, wie ich es erwarte. Und darum trainiert man das möglichst so, dass man eben zum Beispiel, ich habe vorher Haaland gesagt, er macht viel so, er macht auch den Meditationsjubel mit Achtsamkeit, im Sinne von, ich trainiere im Moment zu sein, mich auf etwas zu konzentrieren und mit Ablenkung auch umgehen. Eine Akzeptanz zeigen für was auch immer gerade auftritt, zum Beispiel. Und das könntest du eigentlich auch beim Kaffeetrinken üben. Ja. Und dann eigentlich die Fähigkeit nutzen, dass wenn du bewusst kannst Kaffee trinken oder bewusst kannst deine Mails in dieser halben Stunde, wo du Zeit nimmst, nur Mails machen. Ja. Und dann am Abend sagst du, jetzt gehe ich noch golfen oder Dart spielen oder was auch immer dein Hobby ist. Dass eigentlich wie die Fähigkeiten kannst du übernehmen. Oder der Mechanismus der gleiche ist. Also meine Headspace-App sagt mir, ich soll mich darauf achten, wie es sich anfühlt, wenn ich aufstehe. Ein automatischer Prozess, wo ich mir nie dazu Gedanken mache. Aber wie fühlt es sich an für meine Beine, meine Arme, im Rücken oder so, wenn ich aufstehe? Das ist eine Achtsamkeitsübung. Ich versuche achtsam den Moment wahrzunehmen. Und da werden wir auch wieder philosophisch, aber meiner Meinung nach ist wirklich ein Leben, ist einfach all die Sachen möglichst im Moment wahrnehmen. Und dann hast du irgendwann mal kommst, und das werden wir nicht, weil wir sind keine buddhistischen Mönche, die das 18 Stunden lang machen, aber irgendwann kommst du vielleicht da das Ding an und dann, wenn man die Kinder anschaut von diesen buddhistischen Mönchen, die den ganzen Tag meditiert, dann sieht man, das sind unglaublich glückliche Menschen. Die haben von der Welle her, von der Vernetzung her im Gehirn, sind die einfach auf das aus. Sie sind einfach im Moment, sie sind präsent, sie sind glücklich. Es ist eine Serenity, finde ich ein schönes Wort, ein ruhiges Glück, das die verspüren. Nicht das Dopamin, nicht das weiss was, sondern einfach so, die sind sehr, sehr, sehr präsent. Und ich glaube, das kann in unserem Alltag, in unserer Alltagsversion so ein bisschen das Ziel sein, ohne dass das die Erwartung ist mit 14 Stunden Meditieren am Tag. Sehr forderndes Ziel. Ja, aber ich finde das eine sehr schöne Abschlussbotschaft auch. Oder so, das ist das Leben und das kann man eigentlich auch vom Leben in den Sport nehmen, aber vom Sport auch ins Leben. Das ist gerade ja Hand in Hand. Mhm. Und vielleicht auch Tätigkeiten machen, wo es einem einfach fällt im Moment sein. Für uns ist das der Podcast. Wir hoffen, das ist für dich auch so gewesen, dass du ein bisschen hast im Moment sein. Wir sind dir ultra dankbar, dass du gekommen bist. Ja, wir haben ja am Schluss noch so eine letzte Hirnzelle. Ja. Bevor wir die aber machen, vielleicht kurz ein Shoutout. Und zwar, falls ihr in einem Sportverein sind oder sonst Interesse an einem Sportpsychologen habt, dann findet ihr den Kyle Warley auf dem Internet, LinkedIn. Gibt es da etwas Spezielles, was Sie suchen oder einfach Kyle Warley? Ich glaube, über meinen Namen findet mich überall. Gut, wir tun auch den Namen unten in die Shownotes. Und wenn ihr bis jetzt von dem Thema Sportpsychologie bis zum Schluss gehört habt und ihr noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der Moment, wo ihr dort schnell auf den Button geht, drückt, es kostet nichts, ihr könnt auch gerne bewerten. Jetzt aber, letzte Hirnzelle. Ich kann es gerne ein bisschen anpassen auf das, was wir besprochen haben. Alright. Und zwar, welcher weltbekannte Sportler
Ja. hat eine Zusammenarbeit mit einer Meditations-App. Und wir haben 4 Antwortalternativen. Wir haben den Erling Haaland, den LeBron James, den Steph Curry, den Tom Brady. Oh, for fuck's sake. Mit Erling Haaland wäre jetzt so offensichtlich. Das ist zu offensichtlich. Kannst du die 4 nochmal sagen? Dass wir wissen, welches Ja. ABCD ist. LeBron James ist 1. Okay. Oder von hier Erling Haaland 1. Ja. Spielt ja keine Rolle. Mach mal LeBron James 1. Erling Haaland 2. Aha. Steph Curry 3. Aha. Tom Brady 4. Okay, ich has. Ich glaube auch. Sollen wir es gleichzeitig sagen? Ja. 1, 2, 3. Steph Curry. Beide falsch. Fuck, Mann! Ich habe noch keins. Du Ja, dann auch keins. Gut. Der LeBron James hat mit der App Calm in Amerika hat er so. Ah, wirklich? Ja, es gibt auch so Videos von ihm, kann ich noch zeigen, Fuck, ich Und habe die das hat Videos das- sogar wo er gesehen. an der Seitenlinie so meditiert, so während einem Spiel. wo er Oh, auslösen will. stimmt! Ja, Aber ich habe gemeint, der Curry auch. das weiß ich nicht. Aber Aber dadurch, ich habe dass wieder wir LeBron beide- James hören. Dadurch, dass wir beide das gleiche gewählt haben, spielt es jetzt eine Rolle. Voll. Der aktuelle Stand weiss ich aktuell nicht. Ich Du auch glaubst auch nicht. nicht. Aber wir tun es. Ihr wisst das sicher. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Und in der nächsten Folge tun wir es dann dort nochmal sagen. Mit diesen 0 Punkten, die wir jetzt geholt haben. Also, es ist eigentlich noch gleich. Das ist der gleich wie immer. Wir sind nicht so gut mit den Hirnzellen, wenn Gäste da sind. Nein, bis jetzt nicht. Hm. Wir bringen es schon an. Recherche hat noch Potenzial nach oben. Jawohl. Was wir auch machen am Schluss, Mhm. ist, wir grüßen jemanden. Irgendjemand. Also es kann eine Gruppe sein. Also, Irgendjemand. wir grüßen jemanden im Sinne von, wir haben, was darum gegangen ist, dass wir um Konditionierung Ja. haben wir die Hunde grüßt, die der Maslow dort konditioniert hat. Oder wir haben auch schon die Eltern von Kindern mit ADHS grüßt, beim Thema von ADHS. Gibt es jemanden, wo du, eine Personengruppe, die du grüßen willst? Weil die Idee ist nachher, dass die zulassen und sie denken, ich habe ja auch so eine Person in meinem Leben, dass sie die Person dann auch grüßen. Mhm. Also die Hunde. Zum Beispiel. Wir könnten Overthinkers grüßen. Das finde ich gut. Sehr gut. Ja. Also Grüße gehen raus an all die manchmal ein bisschen zu viel grübeln. Schaut, dass das mehr ins Reflektieren kommt, wenn es euch stört. Und sonst, ihr wisst am besten, was ihr braucht. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich Merci für vielmals. die Kai. Zeit, die du dir genommen hast. Danke Wirklich euch spannend vielmals. gewesen. Auch Ja. einfach deine ruhige Art und irgendwie deine Herangehensweise an das Thema finde ich mega. Und ich hoffe, die Leute haben das auch so ein bisschen rausgespürt auf der Audiospur, so wie ich das jetzt rausgespürt habe, da nebendran. Wirklich, danke dir vielmals. Danke euch vielmals. Ich glaube, es sind die Mikrofone, die helfen, so ein bisschen beruhigende Stimme und so. Es beruhigt aber schon, gell, wenn Ja, ja. du es auf dem Ohr hast. Mhm. Bei mir Yes. Bass. Also, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Tun noch schnell followen und wir wünschen euch einen hervorragenden Wochenstart. Macht's gut. Ciao zusammen. miteinander.